Aufruhr im Nobelviertel. Alarm. Eine winzige Schnecke bringt die Bürger auf die Straße. Am Brunnbach im Herzogpark in Bogenhausen, da wurde sie gesichtet. Die Zwergdeckelschnecke. 3 bis 4 Millimeter misst das Tier des Anstoßes. Sadleriana bavarica. Aber ist sie überhaupt bayerisch? Die Zwergdeckelschnecke galt bisher als ein Münchner Kindl, ein echtes Münchner Kindl, das eben nur in diesen Quellen hier am Brunnbach ist. Die Zwergdeckelschnecke ist tatsächlich einzigartig. Es ist das einzige Vorkommen in Deutschland, was bekannt ist. Also das heißt, es ist hier schon auch eine einzigartige Situation. Ist der Park am Brunnbach durch das winzige Weichtier gar in Gefahr? Dürfen die Hunde noch laufen? Die Menschen frei flanieren? Da braut sich was zusammen zwischen Artenschutz und Bascho. Warum gibt es deswegen eine Aufregung? Ja, deswegen, weil uns nicht das Referat im Jahr 2019 erzählt hat, die wunderbare Geschichte, es würde sich hier um ein Relikt aus der Eiszeit handeln, das unterhalb des Isarhangs, oberhalb des Herzogsparks sich hier befinden würde. Und jetzt stellt sich halt heraus, durch wissenschaftliche Überprüfung der Uni Krakau, dass die bayerische Zwergdeckelschnecke gar keine bayerische Zwergdeckelschnecke ist, sondern eine Migrantin aus Osteuropa, aus Slowenien. Dieses Narrativ ist jetzt in sich zusammengefallen. Wie? Was, das Schnecklein kommt gar nicht nur hier vor, alles nur Phantasma? Dabei wollten einige das kleine Ding schon als Münchner Wappentier haben. Im Namen der, wir sagen es nochmal, Zwergdeckelschnecke soll nun das Gelände am Brunnbach besonders geschützt werden, falls sie nicht doch eine Immigrantin ist. Und jetzt gibt es eine Studie von polnischen Wissenschaftlern, die das Ganze genetisch untersucht haben. Und die haben die hiesige Schnecke mit mehreren Vorkommen in Slowenien verglichen und haben festgestellt, dass sie sich genetisch nicht unterscheidet. Es gibt eine sehr wissenschaftliche, akademische Diskussion über die Frage, woher kommt denn die Zwergdeckelschnecke? Ne? Also kommt die aus der Eiszeit? Ist sie vielleicht über Zugvögel hier eingeschleppt worden? Oder ist sie vom Menschen hier eingetragen worden? Also das ist eine hochwissenschaftliche Diskussion, die ist noch nicht entschieden. Ja, Mai. Jedenfalls sollen jetzt im Namen der Weichtiere die Quellen im Park besonders geschützt werden und die Wauzis nicht mehr so wild im Quellsediment wühlen. Auf Schilder schauen. Nicht schlecht. Ein Zaun wurde schon gezogen. Ein Steg soll verschwinden. Die homöopathische Variante ist Bänke umverlegen, was gar nicht so einfach ist, weil es Spenderbänke sind, die der Spender genau an dieser Stelle sich gewünscht hat. Und die Wege waren schon überlegt worden, aber es ist klar, dass Wege zumachen, die historisch gewachsen sind, politisch vermintes Gelände sind. Und deswegen hat das Referat gesagt, das ist nur die zweitbeste Lösung. Die erste ist mal Schilder aufstellen und den Steg wegnehmen und Bänke verlegen. Welten prallen aufeinander, suchen ihr Recht. Längst hat ein Biber den Bachlauf teilweise in eine Auenlandschaft verwandelt und rücksichtslos eine Bank geflutet. Ich verstehe die Aufregung nicht. Die Wegeführung wird nicht verändert. Wir werden keine Bänke rückbauen. Wir werden vielleicht die eine oder andere Bank anders situieren. Nun, der Park hat eben Tradition. Berühmte Geister lustwandelten hier. Bereits bei Thomas Mann ist nachzulesen, wie er die Ausflüge mit seinem Hund in die Grünanlage genoss. Inzwischen ist der Bach durch Bebauung eingezwängt. Und dennoch gehört sein Quellwasser zum saubersten in München. Und jetzt kommt's. Hier leben ja schon 4 Wasserschneckenarten in friedlicher Koexistenz. Eine ist aus Neuseeland eingeschleppt. Wir sehen eher, dass die Artenvielfalt in den Städten zum Teil sogar zunimmt und haben zum Beispiel im letzten Jahr 2 sensationelle Falterfunde gemacht, die als ausgestorben galten. Ne? Und es ist eher so, dass sogar im ländlichen Raum bei intensiver Landwirtschaft eher die Artenvielfalt zurückgeht. Die Zwergdeckelschnecke ist eine Sensation. Jedenfalls für uns. Da bestehen wir drauf.